Grüße zurück zu einem kleinen Video. Wenn du mich schon länger verfolgst, wird dich das vielleicht interessieren. Wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüße dich aus der Steiermark. Und zwar folgendes: Es ist eine kleine Programmänderung vorgenommen worden meinerseits. Hat seine Gründe, die möchte ich dir kurz erläutern. BZW, was mir dazwischen gekommen ist. BZW, ich hab's einfach vergessen. Machen wir's kurz und schmerzlos. Ich werde dir nun den ungefähren Zeitraum einblenden. Angefangen hat es ja mit dem Kaltenbach Open Air. Mitte August habe ich irgendwann einmal gesagt, ich werde fürs Kaltenbach Open Air vorproduzieren, da ich die 3 Tage unterwegs bin. Genau, da war ich nicht zu Hause den ganzen Tag. Da hatte ich knapp 400 Kilometer in 3 Tagen zurückgelegt. Leoben, Spital am Semmering, nach Hause. Leoben, Spital am Semmering, nach Hause und wieder rauf den 3. Tag. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Und um diesen Zeitraum bis heute geht's. Genau, das ist nun knapp über ein Monat. Und ich möchte da jetzt einmal teilweise zeigen, was mir dazwischen gekommen ist und ich auf XCOM und Cyberpunk vergessen habe zum Aufnehmen. It's always a dramatic start here because you accelerate away for the 4th race of the season and then immediately have to hit the brakes hard, and this is where the tyres are cold and the brakes are cold, and is everybody going to be given sufficient room to get through La Source on this opening stanza down towards Eau Rouge for the first time? The GTs just need to get through in a neat and tidy fashion, and you can hold your breath and say we've had a clean start up until now, which from the whole of the rest of the shenanigans this weekend is a bit of a surprise. But maybe everyone has been read the riot act a little bit in the driver's briefing and needing to behave, because it's a long race, but already some dicing developing. Well, how did it all go wrong? Great start from the red and yellow Ferrari, and a good start from the outside the front row from the green and yellow Aston Martin, Matteo Drudi. But there was a charge from 3rd on the grid from Lucas Auer. Now, he was actually trying to defend from the Schumacher CLRT Porsche. At this point, he looked safe for the first 2 cars, but then... Oh, well, he got tagged by the Porsche, didn't he? Well, tagged by the Porsche. He squeezed across the nose of the 007 Aston Martin, and that was the blow that Sheldon Van Linde had his... Well, let's take a look. This is this all happened, Bruce, this all happened behind what we're watching. These cars are peeling through, but behind there was a serious incident occurring, which is just off camera to the left. And there it is. Now, let's have an... Oh, dearie me, the car that's new to the championships just had a little bit of a body slam from the Sky Tempesta Racing Ferrari. Centre of the UK. 6 hours on the clock. Green flag in the air. Sebastian Bourdais brings them to the green flag. Louis Delatraz looking to make a move. Can't make that happen in the number 40 cars. He tries to go around the outside. The red and black Acura with Mathieu Jaminet in the Nick Tandy car. Little cheer there from Felmisham, I think I heard in the background. Jack Aiken for, well, Whelen Cadillac Racing. Now, the class split means that the GTs are only just coming to the flag now. And here comes Nicky Katzberg. He gets a great jump on the outside pole of Mike Rockefeller, who's dropped in behind, but that was okay because he did it after the yard. Austin, Texas. Welcome everybody to round 6 of the FIA World Endurance Championship. We are at the Circuit of the Americas. The track opened back in 2012 and has featured 3 times previously in the FIA World Endurance Championship. The Lone Star Le Mans 6 hours in the extreme heat of the Circuit of the Americas is underway. Antonio Giovinazzi, the pole man, and right behind him, Robert Kubica tucks in. The second of the Ferraris, the red car up the inside, looking for 3rd place. That's a really strong start. Aggressive from Miguel Molina. Lots of handfuls of opposite lot from the BMWs, but it is Molina up to 3rd. Ferdy Habsburg in the pale blue Alpine down to 4th place. We ride on board with him. He's got one of the BMWs and now ahead of the Cadillac. And everybody through safely and move up into 2nd place from...
Hello, good morning and welcome to Fuji in Japan. In the shadow of Fujisan, the holy mountain, we are ready for the penultimate race of the FIA World Endurance Championship. The 6 Hours of Fuji, round 7 of 8 of this year's season. We are about to go racing in Japan. We go green in Japan, and an early move across the track from the outside of the front row of the grid from the number 8 Toyota has not worked. In fact, rather than keeping the door closed, they have opened the door. Number 15 BMW, Marco Wittmann, again starting the race, up into second. It is the Cadillac that leads. Rewind back 12 months. Porsche got in front of the pole-sitting Toyota at the start. Richtig, mehrere 6-Stunden-Rennen im letzten Monat, das 3-Stunden-Rennen der Fanatec GT in Monza. Dann kam noch dazwischen vor oder nach Kaltenbach das ELMS-Rennen, die 4 Stunden von Spa und das 6-Stunden-Rennen von Indianapolis, der IMSA. Das kam mir alles dazwischen. Ja, du kannst es da ungefähr ausrechnen, wie viele Stunden das an Material ist, was mir da dazwischen gekommen ist, an vielen Wochenenden. Und ich blende jetzt mal in der Zwischenzeit nochmal kurz was ein, ganz kurz und schmerzlos. Ich hatte, oder beziehungsweise die weiteren Gründe, warum ich das Ganze vergessen habe, die beiden Spiele aufzunehmen. Wie du siehst, eingeblendet links das Kaltenbach und ganz rechts am Wochenende vom 29. September ist wieder die DTM am Red Bull Ring. Ich bin dieses Mal nicht oben am Red Bull Ring und schaue mir das Rennen an. Ich habe die DTM jetzt mittlerweile schon 3-mal gesehen. Das letzte Mal im letzten Jahr. Und diesmal werde ich mir das Rennen von gemütlich zu Hause anschauen. Du hast richtig gehört. Wie du in der Mitte siehst, dieses kleinen Bildes, ich habe mittlerweile angefangen, sämtliches an Lego-Filmen nachzuholen und habe mir auch mittlerweile sehr viele Lego-Spiele nach Hause geholt. Und da fand ich einige, die ich noch nicht kannte. Meine Xbox 360 ist ja momentan bereits im Probelauf für etwaige Dinge und ich habe es ja irgendwann einmal schon erwähnt oder erzählt. In der Zukunft werden wir einiges von der Xbox 360 machen. Genau. Dann sind mir untergekommen Hörspiele. Auf YouTube gibt es ja einige. Sämtliches an Quellen ist oder an Dingen ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wer Interesse daran hat, kann ruhig reinschauen. Und zwar, wie du siehst, Geisterjäger John Sinclair, da gibt es eine schöne Seite oder einen schönen Kanal auf YouTube. Einige Comics habe ich jetzt nachgeholt. Dann Robert E. Howards Solomon Kane, auch sehr interessant. Irene Adler, wie du es auch immer nennen willst. Das Pendant zu Sherlock Holmes und H.P. Lovecraft habe ich jetzt nun auch angefangen zu lesen von vor geraumer Zeit. Also wie du siehst, ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, Cyberpunk und XCOM aufzunehmen. Und ich habe mir auch mittlerweile die Gedanken gemacht, BZW nicht Gedanken gemacht, aber was in der Zwischenzeit auch aufgenommen habe, da es schön zum Aufnehmen ist, da ich die Mechaniken kenne, die gewissen Geschichten dahinter. Ich habe jetzt zwischenzeitlich angefangen vorzuproduzieren, Mass Effect und Fallout 4. Mass Effect habe ich ja die letzte Episode, das war Episode 53 von Mass Effect 2, habe ich ja für den Mai 2025 bereits eingegeben, also ich habe da schon einiges an Vorlauf. Ich möchte diesen Vorlauf noch ein klein wenig erweitern. Und bei Fallout 4 möchte ich jetzt auch noch einige Stunden aufnehmen. Richtig. Wenn wir dann aber zu diesen ganzen Dingen wieder hinkommen, das weiß ich noch nicht. Oder wie lange ich das jetzt Ganze aufnehmen werde, wie viele Stunden ich aufnehmen werde, das kann ich dann nicht sagen. Du siehst nun eingeblendet
den Sendeplan, den Sendeverlauf oder so wie die Spiele halt kommen, vom 27.09. bis rund um den 19.10. Das sind circa 3,5 bis 4 Wochen. 3,5 Wochen, 3 Wochen, scheißegal. Morgen und am 29. sollte Episode XCOM 34 kommen, Episode 16 von Cyberpunk. Und dann gehen wir aber noch ein kleines Stück weiter. 7.10. und 9.10. die nächsten XCOM und Cyberpunk Episoden 35 und 17. Ich habe mir da jetzt etwas überlegt. Bitte nicht böse sein für diese kleine Verschiebung. Wir werden die kommenden 2 XCOM-Episoden und kommenden 2 Cyberpunk-Episoden aus dem Sendeplan jetzt einmal streichen. Es geht Mitte Oktober mit diesen beiden Spielen wieder weiter. Ich möchte, wie ich es jetzt schon vorhin gesagt habe, mir Fallout 4 jetzt einmal einen kleinen Vorsprung oder eine kleine Menge vorproduzieren, da ich da auch nicht viel habe. Und Mass Effect möchte jetzt mindestens mal Teil 2 fertig spielen. Da ist nicht mehr so viel, das ist eigentlich schnell durch. Das meiste kennt man ja. Und dann, wenn ich da genug habe, möchte ich mich dann eher mehr mit XCOM und Cyberpunk beschäftigen. Ich habe irrsinnig viele Kommentare gekriegt vom Tobi oder beziehungsweise vom Plot in XCOM. Der Nuka hat mir wieder viel geschrieben bei beiden Episoden und das möchte ich dann ein bisschen mit einarbeiten. Und ich möchte dann, wenn ich genug Fallout 4 habe und genug Mass Effect habe, möchte ich mich wirklich mehrere Stunden einmal hintereinander oder mehrere Tage und auch vielleicht Wochen mich eher mehr auf XCOM und Cyberpunk mal konzentrieren. Genau, ich habe in diesen Spielen seit über einem Monat nichts mehr aufgenommen. Richtig, da muss ich wirklich wieder einmal reinkommen. Genau. Ich hoffe, du bist mir nicht böse für diese kleine Verschiebung des ganzen Tratalatatsch oder wie man dazu sagt. Keine Ahnung, ist doch mir wurscht. Ja, wie gesagt, bitte nicht besser für die kleine Verschiebung. Meinerseits, ich weiß, es nervt, wenn du dann solche Videos hast, aber wie gesagt, ab und zu muss ich ein bisschen ein kleines Opfer bringen, dass ich weiterkomme, sagen wir es einmal so. Und ich möchte mich wirklich dann einmal mehr mit XCOM und Cyberpunk beschäftigen. Genau. Um das Ganze jetzt nicht sinnlos in die Länge zu ziehen, hast du im Hintergrund oder nach den gesprochenen Worten jetzt einige Videos. Genau. Und vor allem, was dich sicher interessieren wird, die letzten paar Minuten aus der letzten Fallout 4 Aufnahme. Genau, das kommt jetzt und dann habe ich 3 Musikvideos rangeschnitten, die darf ich laut YouTube verwenden und in der Videobeschreibung gibt es die dazu passende oder dazugehörende oder auch dazu für dich vielleicht als zeitsparend empfindende Zeitdingsbums halt, ne? Ja, das ist der Kapitelübersicht. Genau. Ich hoffe, du bist mir nicht besser für die Entscheidung und wir hören und sehen uns dann bei gegebener Zeit wieder. Und natürlich für den 27. folgen keine Videos. Genau, der 27. bleibt frei, damit ihr auch das hier sehen könnt in aller Ruhe. Und das nächste Video wird dann am 29. kommen. Was da kommt, weiß ich noch nicht, da muss ich mir erst überlegen. Vielleicht haue ich Fallout 4 Episode aus, was ich heute schon vorproduziert habe. Und den Rest sehen wir dann auch noch so jetzt an. Bis zum nächsten Mal. Baba. Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Bevor es jetzt weitergeht mit dem kleinen Ausschnitt aus der letzten Aufnahme von Fallout 4 und einigen Musikvideos im Anschluss, die ich benutzen darf, laut YouTube und deren Überprüfung, ich habe noch was, mit was ich mich gerade derzeit ein bisschen mehr beschäftige. Eine Sache, ein Name, 3 Dinge. Ja, das stimmt. Und zwar, ich weiß,
bitte jetzt nicht Amok laufen oder sonstiges, irgendein Kladderadatsch, ruhig, Blut. Und zwar, ich weiß, eine gewisse Sache steht derzeit riesig in der Kritik. Ich weiß, es ist ein anstrengendes Thema. Ich habe nur sehr viel und sehr wenig eigentlich verfolgt. Und die wichtigsten Dinge weiß ich, um was es geht. Den Absturz weiß ich, etc. bla bla blub. Und zwar, ich beschäftige mich momentan mit einem Buch, dem Spiel und dem zugehörigen Entdeckungsmodus aus Assassin's Creed Odyssey. Genau. Mir ist diese Kontroverse, ich schiebe die Kontroverse jetzt mal beiseite, die ist mir scheißegal. Richtig. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist. Das Spiel ist 6 Jahre alt. Scheiß drauf, wie alt das ist. Ich persönlich habe mit Ubisoft prinzipiell nicht mehr für am Hut. Mich interessiert das Spiel an und für sich. Das Griechenland, die Geschichte dahinter, den Entdeckungsmodus, den hatte ich ja schon mal gespielt für YouTube. Und mich interessiert es ja schon ein bisschen. Ne? Und wie du vorhin vielleicht gemerkt hast, ich lese ja auch H.P. Lovecraft und ja, ich weiß, da gibt's was aus der Vergangenheit, aber lassen wir die Toten ruhen und konzentrieren wir uns auf das, was oder ich konzentriere mich auf das, was mir Spaß macht. Genau, außen vor gelassen. Seine Kurzgeschichten sind der wahre Hammer zum Lesen. Kurz und schmerzlos. Zurück zur Odyssey. Ich habe jetzt angefangen mit dem Entdeckungsmodus neu aufnehmen und ich lese seit geraumer Zeit das Buch zum Spiel. Richtig. Die Geschichte im Buch basiert ja auf Cassandra. Richtig. Und ich habe es schon einmal mit Cassandra gespielt. Ich mag das Spiel eigentlich. Das Drumherum ist mir in dieser Open World etwas zu viel. Einiges lasse ich natürlich aus. Ich versuche es aufzunehmen, wenn ich das Spiel beginne. Jetzt mache ich meinen Entdeckungsmodus. Der ist nämlich sehr interessant, der gefällt mir sehr gut. Ich versuche, wenn ich es dann aufnehme, etwaig ein klein wenig linearer zu gestalten. Das Let's Play sollte es irgendwann mal kommen. Bitte, es kommt nicht morgen, es kommt nicht übermorgen, es kommt nicht 2025, nicht 2026. Ich werde mir das auf meinen externen Festplatten gut aufbewahren. Ich habe über 5 Terabyte Festplattenspeicher zu Hause, extern, und kann das relativ gemäßigt und glatt abspeichern. Auch richtig. Bevor das alles kommt, irgendwann in der Zukunft, habe ich noch andere Pläne. Richtig. Und nun seid ihr entlassen und ja, viel Spaß mit dem Fallout 4 Ausschnitt und den 3 Musikvideos. Zu sämtlichen Dingen ist alles in der Videobeschreibung zu finden. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ach du meine Güte. Obwohl ich ja eigentlich den Fallout 4 Soundtrack, dieses klassische mag. Ist es halt ein bisschen mehr Abwechslung. Kurzen Augenblick. War das der? Na. Da ist es. Und dann suchen wir uns gleich was aus, was wir in Diamond City verkaufen werden.
um einiges an Beständen aufzufüllen. Warte mal, Inventar. Habe ich bei der Kleidung irgendwas außer da? Na. Oh, die bringt Ausdauer +1. Cool. Vielleicht haben wir Glück und wir können noch leveln. Das wäre voll geil. Bam, bam, bam. Ach du Scheiße. Wir sind am Arsch. Scheiße. Ja, so blöd bin ich. Weg, feige Menschensau! Du mich sehen, Mensch, das ist dein Tod! Ja, ja, wissen wir schon. Boah, der ist stark angeschissen. Oh, boah, die Waffen ist gut. Gib dir das bitte. Ich muss ärmlos werden irgendwie. Boah, die Waffen ist so geil. Mädel! Zeit von Menschen vorüber sein! Jetzt Zeitalter von Supermutanten! Oh, Alter, Alter. Okay, leck mich doch in den Arsch mit dem scheiß Terminal, keine Zeit dafür. Was haben die Supermutanten mit den Teddybären? Ah. Ich bin nicht da, du Depp. Brauchst du mal gescheiter schauen. Na gut. Was erwartet man von Supermutanten? Und nein, ich habe nicht vor, mich mit Strong auseinanderzusetzen. Noch nicht.
Kleine Schleichratte. Aber einen guten Musikgeschmack haben sie. Scheiße, ist die Waffen gut. Wie komme ich da runter? Muss ich da runter springen oder was? Ah, da. Aufhört. Ja, wir sind relativ gut belohnt worden. Für unseren Stand, wie wir benannt sind und drauf sind, bin ich relativ zufrieden. Was
Jesse, Yes. is it possible that I have a little bit of clean amp in this because I only... Sure, I'll throw out the clean one a little bit.